Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Wir verlieren keine Zeit und gehen dem Rievenickel gleich hinterher. Zack. Die Musik alle schon. Jetzt müsste ich eigentlich so aller Assassin's Creed so Attentatstarter. Wäre ich sehr stark dafür. Die habe ich immer geliebt, von Over runterspringe und dann den Gegner eliminiere. Das fand ich immer sehr geil. Okay, hier runter. Zack. Ach ja, schön. Gehen wir doch mal durch hinterher. Und? Okay, noch keine Spur von ihm. Das wird sich wahrscheinlich auch relativ bald ändern. Sie wissen nicht, wann es genug ist, was? Dann mal los. Das war so klar. Immerhin etwas. Auf wen? Gut. Hallo, Jungs. Dass die es nicht checken, dass man im A-Zug keine Faustkämpfe machen soll. Die Knetcap. Na, komm schon. Zack. Nur zu die arabische Action-Musik. Zack. Okay, einen habe ich schon umgeoxt. Na, komm schon. Agent Scheiß-Typ. Agent Smith verarme. Okay. Die sind fast alle fertig. Die 3 Alte sind kaputt. So. Ach ja, so ein klassischer Keiler auf dem nahöstlichen Markt. Indiana Jones wäre stolz auf uns. Trophäe erhalten in Kupfer, Eisenfaust. Aua. Die haben aber auch mehrere von denen. Da gibt's bestimmt irgendwie so Drilling. 2 sind zum Syndikat gegangen und einer ist halt Hooligan-Woche. Ach ja. Das wird auch sehr stolz, die Mutter gewesen sein mit solchen schönen Drillinge. Die Oger-Drillinge aus London. Okay. Den haben wir jetzt auch umgeoxt. Trophäe erhalten Unmenschenschläger in Kupfer. Ich weiß nicht, gelten die große Oger-Typen als Unmensch? Oder bin ich der Unmensch? Ja, komm, das kannst du gewinnen. Zack. Eieiei, du haben aber wirklich ordentlich was zu tun. Steht nur Sache, das ist der beste Schläger der Welt, der so viele Typen so gekonnt niedermacht. Alter Falter. Was ist hier? Mach schon, wo seid dann ihr? Ach, du aber wahrscheinlich. Hochkraxle kann ich hier aber nirgends, oder? Och, ich gehe jetzt einfach mal hier. Ah ja, da sind sie. Okay. Ich muss hier nirgendwo hochkraxeln. Ich habe nur ein bisschen die Stadtbewohner verschreckt, glaube ich. Aber es waren ja nicht ihr Probleme. Hab mich ja mit anderen Typen geboxt und nicht mit Einheimischer. Hey, hier rein. Klärt mich bitte mal jemand auf? Nein. Und was hat Charlie mit dem Ganzen zu tun? Er hat uns bei der Sache geholfen. Einen Moment, hat? Ist er tot? Nein. Er und Chloe. Was, Chloe auch? Ja, aber sie stiegen aus, als Cutter sich das Bein brach. Er brach sich das Bein? Zum Glück hat er sich bei dem Sturz nicht das Genick gebrochen. Ihm geht's gut. Ja, also immer noch besser als zu verbrennen. Ich wäre auch gesprungen. Nicht hilfreich. Okay, dann sagt mir jetzt endlich, wonach ihr wirklich sucht. Das. Komm her. Sully, sieh dir das an. Unglaublich sind wir los. Was haben wir da Schönes? Wir sind wohl direkt in den Geheimeingang gestolpert. Oh, wirklich beeindruckend. Ohne Ausrüstung bringen mich da keine 10 Pferde runter. Frag doch den Teppichhändler von eben. Nee, ich meine Knarren, Waffen. Er ist doch gar kein Teppichhändler. Wirklich. Hey, pass aber auf dich auf, okay? Ja. Im Okay, Ernst was nicht. erzählst du Warum mir da sagst für du ein mir nicht Zeug die über Wahrheit? Sully? Die Kerle sind nicht wegen historischer Forschung hier und du auch nicht.
Es geht um diese Marlow, habe ich recht? Ja, aber sieh dir das hier an. Ich habe sie endlich. Und es ist, wie ich gesagt habe. Das wurde zu dem. Und das brachte uns her. Zu einem Loch in der Erde. Wie immer. Nur vom Feinsten. Kaum gib es zu. Du liebst das hier genauso sehr wie ich. Nein. Nein, nicht mehr. Wirklich? Hm. Na gut, dann wie wär's, wenn du einfach gehst? Was, ich? Ich? Soll gehen? Echt lustig. Schrotflinten? Warum nicht? Na, besser als nichts, oder? Was? Er hatte nur 2. Toll. Na gut, dann helft mir jetzt mal. Und hopp. Bereit? Ein langer, harter Weg. Ja, witzig. Was? Nichts, es wird lang und hart. Wollen wir? Okay, Jungs. Geheimer Eingang zu was? Was ist da unten? Das lässt sich herausfinden. Wie oben, so Wieder auch keine unten. Antwort. 11. Hast du was anderes erwartet? Ach, und diese Muezzin-Musik wieder. Ach ja, natürlich geht es halt bis ganz runter. Das heißt, wir können da nicht mehr hoch. Also, fort hier, ja. Okay, ich glaube, du dürft mal, Alles in Ordnung. Kommt Ja. runter. sicher runterkommen. Denn die Schrotflinte sind aber auch sehr Antiquitäten aus. Ja, das muss es sein. Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Natürlich. Okay, gehen wir mal ins Kommt mir bekannt vor. Büchelei. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Okay. Schaut doch mal. Das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten Steht war. da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Die Löcher sind wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Ich hasse es. Scheiß die Wand da. Moment, gucken wir gerade mal, ob wir irgendwo hier fündig wären. Das könnte es sein, oder? Das hier? Hoppla. Hier ist eine Art Hebel drin. Na? Der da? Ich probiere es jetzt einfach mal wieder. Auf gut Glück. Und der da dann. Wird wahrscheinlich. Auf der Wand hier ist etwas eingekratzt. Es tut sich aber nichts. Fellere Wand, Sally. Der war. Okay. Da ist was. Probieren es mal zu lesen. Lochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Dechiffrieren es jetzt erstmal. Yes, ist ja leid. Heute hat's meine Zunge aber ach. Der Mond. Hier unten. Ha, ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ich schreibe es auf die Karte. Du kritzelst auf Sir Francis 400 Jahre alte Karte? Was? Den stört's nicht. Ah, du Bauer. Der Mond wird den Weg zeigen. Okay. Ja, das ist aber auch so ein Bauer und Ignorant. Wenn man bedenkt, was so eine Karte wert wäre. Rein historisch, und der schmiert einfach nur drauf rum. Alter Falter. Null Respekt, der Typ. Okay, der Mond. Weißt du, was das ist? Ja, glaub schon. Der Herr Mann, oder? Wenn ich hier stehe... Wenn ich von hier aus stehe. Ja. Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben.
Mhm, dann nehme ich den da. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Na Wirklich? dann. Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm, den benutze ich echt häufig. S. 1, 2, 3. Also wenn ich Rechtshänder wäre, dann hätte ich es mit dem linken Arm machen, um ehrlich zu sein. Falls doch was schief Der geht. richtige Hebel? Hört mal. Was habe ich gesagt? Respekt, es hat geklappt. Ja. Gut, dass das so schnell geklappt hat. Ich habe gedacht, das ist jetzt wieder so ein Rätsel, wo ich ewig dran hänge. Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten. Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das Ui. wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? In meiner verlorenen Welt. Das ist ja auch So geil einfach gemacht. ist es aber nie, oder? Selten. Die sind Schweine plastisch. in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Die sind plastisch ausgearbeitet und die Gesichter sind wieder negativ, wirken aber aus der Ferne wie plastisch ausgearbeitet. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Also Respekt. Das ist echt sehr cool gemacht. Wie sehr man mit optischen Tricks arbeiten kann, ist immer wieder erstaunlich, finde ich. Okay, aber die haben ja zufällig noch alle irgendwo einen Schatz parat für mich. Sieht nicht so aus. Eieiei. Huch, da hat aber, glaube ich, was geleuchtet. Jawohl. Und was gibt's da? Ach Gott. Mein Silberdolch mit Leder natürlich. Den habe ich hier verlegt. Okay, das Leder ist schon ein bisschen alt, aber noch gut intakt und hat einen Silberbeschlag. Nicht schlecht. Ein lieber Scholli. Ja, natürlich. Der ist für der Cholera. Okay, haben die... Ne, die haben das nur voll plastisch ausgearbeitete Gesichter. Okay. Nicht nur im Negativ. Na dann, 2 Wege sind geöffnet worden. Und die 2 Stammeskrieger, die scheinen hier wohl zu bewachen. Wo es richtig weitergeht. Solche Körperteile? Ich Ach find du das echt Scheiße. unheimlich. Der hinten sieht mal wie was Assyrisches aus. Da müssen wir wohl irgendwas bewegen später. Und das habe ich auch so gesehen. Ja, genau, da ist einer. Okay, altes Relief, das muss ich nachstellen. Der muss dann mit dem Keilbart abmurksen, ein Abstecher. Okay. Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Na toll, jetzt darf ich nochmal entscheiden, in welches Loch. Na, großartig. L2. Ich habe mal wieder keine Ahnung, wo hier. Ich habe mal wieder absolut keine Ahnung, wo hier mit dem Ding. Tempel des Salomon. Ach du Scheiße. Ich hasse es, wenn man da so reingeworfen wird. Okay. Bei so einem Kreis mit Halbmond muss es eventuell rein. Kann ich vielleicht mal die Aare offen halten? Sicher bin ich mir da allerdings nicht. Eventuell muss es auch nur so machen, dass der Schattenwurf aussieht, als steht so ein Krieger dann aufspießer. Mal gucken, finden wir da irgendwo Symbole oder so? Ich kann es gar nicht sagen. Vielleicht over? Also wir müssen offensichtlich nur die richtige Spalte treffen. Die richtig Kerbe im Boden verwischen. Ah, da ist doch noch ein Schatz. Dann hole ich mir das sofort. Okay. Und zwar war dort, Moment, Boni, Belohnung, Schätze. Mein silberner Anhänger in Kästchenform. Ach, sehr schön gemacht. Ach ja. Geht es nicht. Wie läuft's, Junge? Scheiße. Ich glaube, ich muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. Du glaubst, von der richtigen Stelle aus ergibt das alles einen Sinn? Genau das hoffe ich. Ja, aber bisher hat es jetzt nicht wirklich einen Tipp gegeben dazu.
Gerade nochmal gucken. Symbol vom Mondgott Ilunku. Ja, aber das Symbol vom Mondgott finde ich hier leider nirgends. Was auch zu schä gewesen wäre, wenn. Nee. Hoch komme ich jetzt auch nicht mehr, weil die Treppe wieder ausgefahren sind. Ach du Scheiße, Mann. Ich habe keine Ahnung, wo hier jetzt. Okay, das funktioniert auch nicht. Ja, hallo, wie soll ich denn das bitte zustande kriegen? Ich habe null Ahnung. Aber echt null. Ich hasse es, wenn ich... Ich Nein. muss diese Statuenteile am Wandgemälde ausrichten. So geht es wohl auch nicht. Ja, wie, ich muss die Statue... Schließen Sie die Wandmalerei ab. Alter, danke für den Tipp. Moment. Desto. Das sieht noch was aus. Ja. Okay. Das war jetzt aber auch eher Zufall als gekonnt. Okay. Jetzt gehen die Treppe wieder raus. Wer hat gezweifelt? Ich habe gezweifelt, Nate. Zu Recht. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich. Nein. Okay, jetzt ist hier ein bisschen Wasserei kummer. Und der Gang ist zu. Und der Krieger zieht sein Speer zurück. Okay, das heißt, die Halbmiet ist schon mal gepackt. Jetzt gehen wir nochmal durch rein, gucken, was da nochmal für ein höllisches Rätsel auf uns zukommt. Ich habe hier jedes Mal Schiss, dass ich dort zu lang brauche. Sowas habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Jetzt, das lass mich doch mal durch. Leids, ich renn ständig gegen die Wand. Jemand hat die Zahnräder überall verteilt. Alter. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Sir Francis, du Schimmelbacke. Mann. Da hatten wir doch auch irgend so schön die Notiz dazu, ja. Das war mit 4 Dupse und mit dem Kreuz. 4 Kreise und ein Kreuz. Da haben wir 4. Ja. Aber Moment. Gerade nochmal reingucken. Der mit 4 Kreise, der mit Kreuz, der geht gegen den Uhrzeigersinn. Das muss ein großes sein, oder? 4 Kreise gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal muntererweise. Der Motorei, wo er passt. Dann Dendo. Der ist im Uhrzeigersinn. Den packen wir jetzt mal do drauf. Und keine Ahnung, wie der sich bewegt. Haben wir doch große Räder oder so. Wäre cool, wenn. Der doch scheint recht groß zu sein. Ich denke mal, die bewegen sich halt immer so gegeneinander. Dann machen wir mal den so. Also immer nur die 2, denke ich. Jetzt brauchen wir nochmal einen großer... ein großer 4 Punkte und ein großes Kreuz. Ein großer 4 Punkte. Und ein großes Kreuz. Dann dürften wir es eventuell haben, wenn ich das mal so check. Großes Kreuz. Nee, haben wir hier nicht. Da kommen wir nämlich durch. Da oben liegt es eventuell. Ein großes mit Kreuz. Nee, das ist nur so ein Ding. Ich weiß jetzt aber nicht wo. Da ist noch ein Schatz. Das ist schon mal nicht schlecht. Und zwar eine Perle-Smaragd-Brosche, natürlich. Was man halt so zurücklässt hier in so einem Raum. Ja, ich habe das schon kapiert, dass dort Zahnrad ist. Ah, da aber. Da aber. Ja. Genau. Kommt das denn da rum? Es muss noch einen Weg geben. Steht hier runterschieße, aber
Darf ich ja nicht, aber ich glaube, das ist das, was uns fehlt. Ich glaube nämlich, dass es immer so alternierend zurück und vorwärts geht. Und dass man das dann dafür braucht. Dass man halt nur die zwei, die angeber sind, verwenden kann. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich an das Ding jetzt dran komme. Weil das wird wohl wirklich das sein, was uns noch fehlt. Moment. Kannst du doch nicht weiter hochklettern, Nate? Nee. Geht nicht. Okay. Da muss ich doch irgendwie anders dran kommen. Also komm, sonst hast du ach keine Probleme. Und die Wand ist doch klettergeeignet. Was der sich jetzt wieder dran stellt. Die Diva Drake. Mann, Mann, Mann. Ja, wie komme ich jetzt an das scheiß Ding, Lothar? Wenn die Diva sich weigert, hier hochzuklettern, wo es eigentlich perfekt geht, ausnahmsweise mal. Alter. Wahrscheinlich wieder so total einfach und ich Dappschädel verpenst die ganze Zeit. Oh, Mann. Das sind wieder so Dinger, die mich auf die Palmen bringen. Wahrscheinlich muss ich da entlang kraxeln. Er kann ja nicht einfach so hochklettern. Nee, das geht ja nicht. Die Diva muss dann natürlich wieder der umständlichste Weg überhaupt nehmen. Alles andere wäre ja zu einfach. Hallo? Was macht dann das hier ständig die dappige Wechsel? Was soll dann der Käse? Oh. Yes, das erleid. Hammers Moll. So. Also Entschuldigung, manchmal rege ich mich so echt auf, was die Steuerung angeht. Oh, und wie umständlich wegst, da hätte man sich jetzt das mal ohne Probleme an den Felsen entlang hangeln können. Das war wie Stufe. Aber nee. Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Ja. Siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt 4 Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Ja, das habe ich so auch vermutet. Was soll das bedeuten? So. Jetzt probieren wir das nochmal aus. Ob ich schon ausnahmsweise mal von Anfang an richtig gedacht habe. Ja, ansonsten müssten wir halt einfach nur wechseln, dass das große Kreuz durch muss. Und ja. Gucken wir doch mal, ob das klappt. So, müsste eigentlich jetzt funktionieren. Und? Ja. Toll. Saugut, gleich von Anfang an geklappt. Das hätte ich auch nicht erwartet. Aber dafür hat es ein bisschen Probleme gegeben, bis ich das große Zahnrad gefunden habe. Muss ja immer irgendwas sein, ne? Alla hopp. Dann haben wir das jetzt auch gepackt. Okay. Hey, das war nochmal gut gemacht vom Spiel. Im Soundtrack. Okay. Na alla. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Iron Yankee.